zu sitzen gekommen sind. Sie sehen auf Ihren Tischen Chips. Ich bitte Sie, jeder an den Tisch 20 von diesen Chips zu nehmen. Nicht schummeln, genau 20. Sollten die an einem Tisch nicht rein, bitte anzeigen oder machen die. Oh, da geht es schon. Ist der Ton von ihm? Von ihm? Ja, das ist. Der ist auch nicht an. Der ist nicht an? Ich glaube es nicht. Follow me, please. Follow me. Auf einen Tisch noch Chips. Hier stehen. Wie viele? Jede Menge. Ja, 20. Einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Ja. Alle ausgerüstet sind 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kannst du würdest du das doch haben. Es geht jetzt darum, wir sind ja hier ganz nah an der Spielbank. Wer nicht noch gestern Abend da war, kann sich ein bisschen da reinfühlen. Wir werden nämlich jetzt mit diesen Chips zu Siegen gelangen. Wir werden den sogenannten Chip-König auswürfeln. Sie haben dort 2 Würfel, einen mit Symbolen, einen mit Zahlen. Und die Anleitung zu dem Spiel kommt jetzt durch Papier fallen an die Tische. Sie haben jetzt gleich die Möglichkeit, an Ihrem Tisch zu üben, sich fit zu machen, ein kleines Gehirntraining zu machen, denn Sie müssen sich Dinge merken, Sie müssen sich auch ein wenig bewegen. Ein wenig. Ganz wenig. Die Hände in die Arme. Alle umgekehrt? Gut. Dann bitte ich Sie, sich mit den Regeln vertraut zu machen, die jetzt auf Ihrem Tisch liegen. Miteinander darüber zu sprechen und dann zu üben.
Jeder Spieler hält 20 Stück. Gespielt wird ein Aktionswürfel und ein Zahlenwürfel. Okay. Beide Würfel werden immer gleichzeitig gespielt. Der Spieler, der zuletzt im Urlaub war, beginnt dann weiter im Uhrzeigersinn. Okay. Nach der Übungsphase 5 bis 10 Minuten mit Schweigen gespielt. Aktionswürfel. Also die Symbole auf dem Würfel stehen für verschiedene Aktionen. Alle Spieler außer dem Werfer führen die Aktion sofort und exakt aus. Bei einem Kreis, bei Rom, Roma, mit der rechten Hand. Achso, nee, dieses Zeichen. Pfeil nach unten, die rechte Hand auf den Kopf. Okay, also so. Bei der Hand mit den Fingern der rechten Hand schnippen. Bei diesem Zeichen hier die rechte Hand auf den linken Oberschenkel. Die Hand auf den Aktionswürfel legen. Okay. Die rechte Handfläche auf den Tisch legen. Der Spieler, der in dieser Runde zuletzt die entsprechende Aktion ausgeführt hat, zahlt. Ah ja, okay. Zahlt den entsprechend dem Zahlenwürfel. Okay. Also der die Aktion falsch ausführt, zahlt in dem Fall die Chips ein, die auf dem Würfel stehen. 4, 5, 6. Ja. Jeder kann also nur den Chips gewinnen, wenn er würfelt. Wenn der Würfel und die Zahl. Dann rechte Hand schnippen. Den ist auf dem Kopf alles so. Genau. Das auf den Kopf legen, hab ich gemerkt. Wir setzen, nee, wir müssen. Also, Jetzt spätestens spielen. dann jetzt die rechte Hand auf den Kopf legen. Hier. Ich fange jetzt an.
Ja, aber jetzt hat er übrigens klar, da kann zahlen. Ah ja, nicht ganz der Aktionswürfel legen ist ja vielleicht noch oben. Ja, aber Mein Kollege und Freund Matthias Reindl macht sich jetzt unbeliebt, indem er Ihnen die Spielregeln wieder mitnimmt. Schauen Sie noch einmal drauf, ganz schnell. gemalt hier. So, wir spielen jetzt alles gleich. Auf los geht's los. Matthias, du hast alle. Ja.
geht los. Das ist ganz schön, sehr schön erzählt. Sie guckt jetzt auf die Zahlen. Bei 1 sind wir jetzt. Sie denken daran, dass eine Regel Schweigen ist. Lachen ist erlaubt. Lachen ist erlaubt. Sprechen ist nicht. Noch dreimal würfeln am Tisch. Noch dreimal würfeln. So, stoppen Sie bitte. Wir schweigen weiter. Wir schweigen weiter. Bitte zählen Sie Ihre Chips. Jeder seine Chips. Dann bitte ich denjenigen, der am Tisch die meisten Chips hat, einmal auf. Wer die meisten hat, steht einmal auf. Ich frage einfach mal so rum, wie viel haben Sie? 29. 34. 32. 31. Die stehenden Tischchippenkönige bekommen erstmal einen Applaus.
jeder Tisch hat eine Nummer. Gehen bitte mit Ihren Chips einen Tisch weiter, und zwar den nächsthöheren Tisch. Also der Dreier geht an Vierer, der Vierer an Fünfer und so weiter. Alles weg. Nehmen Sie Ihre Beute und nehmen Sie zum nächsten Tisch. Jeder Tisch hat einen neuen Spieler bekommen. Und das Ganze geht einfach wie gehabt weiter. Schweigen und spielen. Auf geht's. Weiteres Schweigen. Dreimal Würfel Tisch. Dreimal. So, ich weiß, ich verlange jetzt wieder ganz viel. Weiter schweigen und die Chips zählen. Weiter schweigen.
Prozedere, der die meisten Chips hat, steht bitte auf. Darf ich noch? Er hat so vieles, die Zeit braucht, ne? Okay. Noch nicht, aber erst ein Ergebnis. Ja, wie viel? 31, 36, 34, 44, 29, 33, 35. Wunderbar. Applaus. Gleiches Prozedere, weiterschreiben und einen Tisch weitergehen, nämlich die nächste höhere Blume. So, überall ein neuer Schiffkönig angekommen. Und sie spielen schweigend weiter.
an Ihren Tisch. Jetzt zählen. Wird spannender. Die Leute, die die meisten Chips haben am Tisch, bitte einmal aufstehen. Okay, sagen Sie mal Ihre Zahl. 38. 35. 47. 46. Und 44. Meine Bitte ist, dass diejenigen, die gewandert sind, an ihren Ursprungstisch, an den Übungstisch wieder zurückkehren. Die Chips können Sie liegen lassen, wenn Sie wollen. Meine Bitte, das ist wie ein Stück nach Hause kommen, meine Damen und Herren, das ist wie ein Stück nach Hause kommen. Erzählen Sie mal, was Sie auf Ihrer Reise erlebt haben. So, es gibt ja Menschen, die an den Tischen geblieben sind, und es gibt Menschen, die gereist sind. Ich möchte ganz gerne mal so hören von jemandem, der gereist ist, wie es ihm ergangen ist, als er an den anderen Tisch kam. Wer möchte denn dazu mal was sagen? Ein Situationsbericht.
Dankeschön. Noch jemand? Was sagen? Gut, dann unterstelle ich mal ein bisschen was. Wer hat denn gedacht, als der Besuch an den Tisch kam und derjenige nicht so spielen konnte, wie Sie es gewohnt sind, wer hat denn da gedacht, hat die gar nichts kapiert oder hat der gar nichts kapiert oder was ist denn hier los? Die kann ja die Regeln gar nicht. Nein, kann nicht. Wer von den Einzelnen, die gereist sind, hat denn gedacht, was macht ihr da? Die können es ja gar nicht. Auch klar, ne? Ja, alles positiv denkende Menschen, habe ich mir gewünscht, wunderbar. Ich möchte mal dieses Spiel, und da sage ich euch erstmal Dank, vielen, vielen Dank, dass Sie da so rege mitgespielt haben. Ich habe mich sehr gefreut über den Spaß, die an den Tischen hatten. Das war natürlich auch eine Hoffnung, dass das auch wirklich Spaß macht. Hat es Ihnen denn Spaß gemacht? War das gut? So, das sollte es auch. Es sollte Spaß machen. Ganz viele hier im Raum kennen sicherlich dieses Phasenmodell der Veränderung. Ich möchte das ganz gerne mal mit Ihnen gemeinsam durchgehen, was denn passiert ist an diesen einzelnen Tischen. Ja, da habe ich eine wahrgenommene Kompetenz. Ja, kann hoch, kann niedrig sein. Und dann komme ich an so einen neuen Tisch und ich habe meine Regeln im Kopf und ich bin ja schließlich Schickbötchen. Ja, ich habe ja was erreicht. Und ich komme als Sieger an einen anderen Tisch. Was passiert? Es läuft nicht so, wie ich wollte. Das heißt, es gibt einen Schock. Ich denke, was mache ich denn jetzt? Und der ein oder andere, ich habe es an einem Tisch erlebt, ich schaue mal jetzt nicht in die Richtung, da war recht gut. Da war sofort Ablehnung. Hier, da stimmt was nicht. Also eine absolute Verneinung. Falsches Spiel steht da sogar. Und dann kommt so ein bisschen Verbrüderung. Es geht ja nicht so weiter, wir müssen uns ein bisschen anpassen. Und wie die Anpassung dann stattgefunden hat, das haben wir selbst in den Tischen erlebt. Entweder die Gruppe ist auf den Einzelnen zugegangen, das habe ich auch einmal gesehen. Da wurde der Gast ganz fein darauf hingewiesen, wie denn hier bei uns das Spiel regelt. Oder aber derjenige hat einfach seinen Schutz nicht so verteidigt, weil er gemerkt hat, läuft das nicht. So, es kommt also eine Einsicht und dann sogar eine Akzeptanz. Ja, dann wird ausprobiert, es klappt ja sogar und dann kommt eine Erkenntnis und sogar eine Motivation. Es sind ja einige sogar am Tisch sitzen geblieben, haben gemerkt, ich kann das auch, dann übernehme ich eine Regel. Und das Ganze hat ja überhaupt mit Veränderungen eine Menge zu tun. Das ist hier ein Spiel, aber so läuft die Realität. Denken Sie nur mal daran mit Firmen, wenn schon das Gerücht kommt, dass Firmen fusionieren. Denken Sie nur mal daran. Da ist schon Stall. Die machen das sehr schön. Da ist Stall. So, und immer wenn ich die Phasen der Veränderung beachte, wenn ich das Modell, und das können meine Kollegen ja sicherlich bestätigen, wenn ich das erläutere, wenn ich das erkläre, und wenn Vorgesetzte sich danach richten, dass wenn Veränderungen da sind, dass sie nicht immer auf grünen Teppichen landen, sondern dass sie mit diesen einzelnen Phasen umgehen müssen und vor allen Dingen das den Mitarbeitern zumuten. Also ihnen auch die Zeit geben, dann haben wir eine Menge erreicht. Das sollte bei diesem Thema rüberkommen. Veränderung ist meistens ein Punkt, da wird immer gesagt, ja, wir wollen nicht so gerne Veränderung, wir haben nicht so gerne Veränderung. Ich behaupte, es liegt an der Einführung der Veränderung, weil wir arbeiten ja alle permanent in Veränderungsprozessen. Ja, vielen Dank, dass Sie da mitgemacht haben. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse miterleben konnten. Und ich wünsche Ihnen für die nächste Zeit noch viel Erfolg.
mich vorher schon mal kurz unterhalten, auch über dieses Modell, weil ich das auch toll finde, um was zu erklären. Modelle brauchen wir ja nur eigentlich, um die tatsächliche Welt wiederzufinden. Und Freud macht eine Fabrik-Seminar. Was ich eben nämlich nicht mitbekommen habe, war, das ist schön, wenn man dann so heimlich hören darf, du, ich kenne das Spiel. Das ist eine Verarsche, da gibt es verschiedene Spielregeln. Ja, stimmt. Und? Hat was genutzt? Auch wenn wir alle, die wir hier sitzen, diesen Prozess kennen, nützt es das nicht von der eigenen Veränderungslähmschicht. Ist das richtig? Ja? Schützt uns gar nicht. Ich habe nämlich mal geglaubt, weil ich schlau war, ja, ich könnte bei einer eigenen persönlichen Veränderung das ganze Ding mal abkürzen. Schock, ja, bis ich gleich zu Punkt sitze. Ist nicht. Geht nicht. Wir müssen nämlich durch Tal der Tränen, aber wollen wir nicht. Das Einzige, was wir vorhin festgestellt haben, war, wenn wir es kennen, ein bisschen schneller. Wenn wir es sagen können, wenn wir reflektiert sind, hoffentlich, wo bin ich denn gerade im Moment unterwegs? Ich müsste vielleicht schneller in Buch 5 kommen, weil dort kommen wir ja eigentlich relativ schnell hin. Und dann können wir noch eins machen, und wo es Eberhard, und dann aus Lean Learn machen, aus Veränderung Lernen machen. Was anderes können wir nicht und hoffen, dass wir danach hoffentlich schlauer sind, als dort, wo wir eingestiegen sind am Schock. Das ist immer so, jeden Veränderungsprozess. Und das ist schön, finde ich, an dem Modell. Oder was ich da in Erfahrung? Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich benutze das sehr häufig. Und die Erfahrung liegt eben darin, dass viele Unternehmen diese Punkte nicht achten. Es wird sehr häufig von oben herunter gesprochen. Die Mitarbeiter werden nicht einbezogen. Das kennen Sie, wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, heute auch darüber gesprochen. Was mich immer wieder wundert, ich weiß nicht, wie es hier so geht, wir wissen das ja alles. Ne? Das ist ja alles bekannt. Wenn eine Veränderung da ist, dass dann erstmal Gegenwehr kommt und. Und wir verändern diese Vorgehensweisen so schwer. Das finde ich einfach schade. Sie haben dazu Einfluss. Wir haben viele Möglichkeiten, da auch ein bisschen Einfluss zu nehmen. Und ich denke, dann klappt das. Ich hatte das mit den vielen kleinen Menschen, die viel große Schritte tun. Ja, umgekehrt. Okay. Vielen Dank, Bernd. Fragen an Bernd?